Wir sind heute bei der Schule für Gestaltung und wir gehen mal die ein bisschen ausfragen zum Thema Weltraum. Findet ihr es sinnvoll, dass man ins All will oder geht? Ja, absolut. Ich finde das eine gute Idee, weil immerhin es ist halt ein unentdeckter Raum und es bietet neue Möglichkeiten, neue Planeten. Das ist halt einfach auch interessant, oder? Man ist fasziniert davon. Ich habe mir jetzt noch nie grosse Gedanken darüber gemacht. Also es ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht etwas, was ich machen wollte, aber wenn sich jemand mega dafür so fasziniert. Wieso denn nicht? Mir gefällt es da. Findest du es sinnvoll, dass man ins All geht? Findest du das gut, dass man das macht und weiter forscht? Ja. Ja, sicher. Also, dass man das weiter erforscht und so, findest du? Umso mehr man weiss, umso besser. Ja, aber es ist auch gut, ein bisschen zu forschen. Ich meine, wer weiss, was mal mit der Erde passiert und vielleicht muss man dann mal neu anders sein, auf einem anderen Planeten zum Überleben. Vielleicht noch ein neues Leben, wer weiß. Könntet ihr euch so vorstellen, mal zu gehen? Also, wenn ihr die Möglichkeit würdet bekommen, würdet ihr es packen oder eher nicht? Ich würde sie packen, aber eher für eine kurze Zeit, also nicht lang. Ja, okay. Also nicht irgendwo zu einem abgelegenen Stern, sondern Nein, mal... Oder wie ein Astronaut, der da monatelang da bist oder so, das Ja. nicht. Ja. Würdet ihr selber auch Lust in dem Fall mal? Ja, schon, aber es ist halt jetzt momentan technisch nicht so wirklich möglich, Ja. also einfach so schnell in den Weltraum gehst. Aber Genau. wenn es mal möglich wäre, dann würde ich schon gehen. Ich wäre eigentlich auch dabei, anstatt zu fliegen, was Ja. sicher etwas Lustiges. Aber ob das wirklich so nötig ist momentan, weiss ich jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben noch anderes, was man könnte erforschen. Der Ozean, da hat man auch noch nicht alles gesehen von dem her. Let's talk about sex, baby. Kann man Sex haben im Weltall? Ist das möglich? Hat es schon gegeben, vielleicht? Ich denke schon, ja. In einer Weltraumkapsel, so, ja. Die können, glaube ich, dort auch nicht Anzug rumlatschen. Also. Oder schweben. Ja, also es geht sicher. Also, er hat ziemlich langsame Sachen, wegen der Schwerkraft, die nicht wirklich vorhanden ist. Aber es wird schon gehen. Ja, ich denke schon, dass es geht. Wir fliegen zwar dort drinnen, aber ich denke schon, dass es möglich ist. Ich glaube ja. Wieso? Also wie würde das funktionieren? Weil wegen der Schwerelosigkeit funktioniert das trotzdem? Oder würden Sie so schwebend? Ja, ich glaube schon. So eine Gegend rumvögeln durch das Weltall. So Stellst du dir jetzt noch schön vor? So. Ja. Ja. Also so ein Weltraum-Baby wäre durchaus mal interessant, Ja. Das wäre schon mal etwas. wenn man sich irgendwie würde haben und Ja. so, oder eine dritte Person vielleicht noch. Ja, Würde- ja mal. Ist alles möglich. Ja. Wann war die erste Mondlandung? Also von den Menschen? 1960 ungefähr. 1969. Ich weiß ja nicht. 1970, glaube ich. Glaubt ihr, die hat wirklich stattgefunden? Oder ist es... Ich glaube nicht. Das ist so. Also, ich weiß nicht. Es wird hure viel erzählt. Die sagen, es stimmt, die sagen nicht. Deine Meinung? Du hast das Gefühl, er Ich nicht. glaube eher nicht. Nein. Was fasziniert euch im Weltall? Also findet ihr es überhaupt faszinierend? Ja, sicher, vor allem die unendliche Weite halt und eben das Unerforschte noch dran. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich befasse mich nicht so mit dem eigentlich. Noch nie. Sicher cool. Halt einfach, es ist halt für den Menschen sehr unwirklich und nicht wirklich zu erfassen wegen der Größe und allem. Das ist halt schon sehr faszinierend. Also eine Erde ist, glaube ich, fast wie ein Milbe, im Gegensatz zu was es in der Weltraum gibt. Ja. Darum ist es noch viel Planeten dort. Ja, Und, so die Grösse. ja. Auch das Farbliche, was man aber von den Bildern her sieht, ist schon noch eindrücklich. Aus was besteht die Milchstraße? Was habt ihr das Gefühl? Aus Sternen. Aus Atomen. Sterne, auch nicht das Sonnensystem. Auch nicht aus Milch. Sterne und Galaxien. Sternschnuppen. Hast du auch noch? Aus Milch. Aus Milky Way? Der Adolf Ogi war der erste Bundesrat, der ins Weltall hat telefoniert. Könnt ihr euch vorstellen, was er gesagt hat? Nein, keine Ahnung. Das ist Wie ist die Luft dort oben? Ich habe einfach keinen Plan. Was würdest du sagen? Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem Astronauten zu sprechen,
Was würdest du ihn dann fragen oder sagen? Wie könnt ihr dort so lange bleiben ohne Sauerstoff? Also ich weiß nicht, dass du so Sauerstoff bekommst mit dem... Ich kann nicht Deutsch. Also, Das ist kein Problem. ähm, Mit dem Anzug meinst du? ja, mit dem Anzug. Genau. Ja. Aber irgendwann wird es schon fertig, der Sauerstoff. Ja. Und was passiert nachher? Ja, weiß auch nicht, wie es dort oben ist. Also die haben ja auch keine Kamera mit aufgenommen. Das geht ja auch. Mal muss ja fast, wenn das Foto entstanden ist. Ja. Was vielleicht nicht stimmt. Sie haben wirklich auch Videoübertragung gehabt. Wie ist die Luft? Schöne Aussicht von dort oben. Also hat man können kommunizieren Genau. mit denen auf der rechten Seite? Genau. Ja, wie geht's nach dort oben? Keine Ahnung, ja. Bonjour, Monsieur Nicolier, c'est Adolphe Foggi. Grüß Gott, Freude herrscht, Monsieur Nicolier. Das war das erste Lebewesen im All. Das Alien. Wisst ihr das? Russischer Hund. Weißt du noch, wie der heisst? Putin. Ein Hund oder ein Affe, bin ich nicht sicher. Ein Hund, glaube ich. Was? Ein Hund? Also, dort gibt es Lebewesen. Nein, also das auf den Mond oder irgendwohin geflogen ist, also einfach ins Weltall. Affe. Genau. Der Affe, Ja. sagst du. Das war es mit den cleveren Antworten der Schüler der Schule für Gestaltung. Kannst du es auch so gut? Dann zeig es uns doch und gang mitmachen bei unseren Stories. Viel Spaß!